Ein tiefer Graben tut sich auf. Hier bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duels Link Evolution. Und wenn der ganz ehrlich sein soll, Freunde, der tiefe Graben ist, glaube ich, nicht nur bei diesem Duell. Der ist generell zwischen mir und dem Spiel mittlerweile, weil irgendwie kriege ich den Fuß noch nicht so richtig ins Spiel rein, wie man so schön sagt. Sprich, Yu-Gi-Oh! Selber bockt zwar schon, aber hier immer mit diesen ganzen Decks von den einzelnen Charakteren, die irgendwie gar nicht richtig themenbasiert sind, gar nicht richtig optimiert sind. Oder ich einfach nur sehr, sehr viel Kartenpech habe in letzter Zeit. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Also, die Reporterin KDK haben in unserer Aufgemacht, um herauszufinden, was der genannte feuerrote Drache ist. Ihre Suche führt sie zum Hauptquartier der Arcade-Bewegung. Aha, dieser daheim belegen, dass die Arcade-Bewegung lange nicht so unschuldig ist, wie sie zu sein behauptet. Sieh an, wen haben wir denn da? Du solltest vorsichtig sein. Könnte gut sein, dass du sonst in eine Falle tappst. Nach allem, was du gesehen hast, kann ich dich jetzt leider nicht mehr gehen lassen. Aber da ich ja fair sein will, gebe ich dir eine Chance, dich im Kampf zu beweisen. Du kannst also versuchen wegzulaufen und dich mit mir duellieren. Was darf es denn sein? Okay, dann mal los. Du hättest lieber versuchen sollen, wegzulaufen. Alter Blick, hey. Was? Granatraketendrache? Halt den Namen mittlerweile. Wisst ihr, früher hatten die Monster geile Namen. Wie geile und einfache Namen wie der schwarze Magier, dunkle Magier, Entschuldigung. Auch der weiße Drache mit eiskaltem Blick, beziehungsweise blauäugiger weißer Drache. Mittlerweile denkst du einfach nur so, Das sind Namen, die rein sind Zungenbrecher. Ja, komm. Herr Doktor, Herr Doktor! So. Seestation. Und dann noch eine Karte verdeckt. Das war's. Bye, bye. Oh, ganz gefährlich. Zukunftsvisionen. Solitärmagierin. Was? Die spielt Solitär? Gibt es überhaupt noch? Was die macht, lohnt sich ja. Dann rufe ich, glaube ich, mal die Psi-Schnecke. Na, du geile Schnecke. Was? Nee, passt schon. Telepathische Kräfte, okay. Die Frage, okay, Normalbeschwörungen nur. Das heißt, mit Notfallteleportet auch mit einer Synchrobeschwörung wird ihre Feldzauberkarte nicht greifen. Gut zu wissen. Ja, ich verbiete es gleich wieder. Dann kommt die Erddame. Natürlich sehr unverfroren. Das schätze ich mal gar nicht. Bisher nicht schlecht das Deck, muss ich zugeben. Ja, was soll er großartig machen? Herr Doktor, Herr Doktor. Telepathische Kräfte. Welche kann ich mich auf die Hand... jetzt ein neues Monster. Sturmrufer. Sie springen wieder mal.
Ja, komm, Stufe 6 ist geil. Ja, sehe ich nicht. Notfall, Teleport. Ich baue mal ganz kurz meinen guten Kumpel Krebons. Danke, Kumpel. Da ist wieder die Psy-Schnecke. Warte mal. Zurücklegen auf den Friedhof, wenn diese Karte zerstört wird. Grundlangeskraft. Dann rufen wir ganz kurz ihn hier, weil er wird sowieso gleich wieder verschwinden. Ja, bringt er nicht Psy-Station. Man kann den mal verdeckt setzen. Mein Angriff kann ich eh nicht wegen ihrer verdammten Zauberkarte. Wow. Jetzt kommt ja Windviech auch noch. So langsam ein bisschen zu stark, Freunde. Also soll ich eigentlich seinen Effekt nutzen und 200 Monster verbannen, aber da ist das Problem, weil der bringt gar nichts. Das hingegen bringt schon eher. Dann die Frage Zukunftsvisionen wäre eine Option, aber nee, ganz ehrlich, die Erddame, die muss leider verschwinden, weil die geht mir auf den Sack. So, jetzt könnte ich ihn halt eben noch boosten. Ich könnte aber auch... Ja, komm, warum eigentlich nicht? Ihre Lichtschwerter sind sowieso gleich außer Gefecht gesetzt. Und Safety First erstmal nach den hier. So. Ja. Sehe ich nicht, sehe ich nicht. Was denn noch nicht? Ich glaube das nicht. Wie viele Lichtschwerter hat die noch? Gottes Willen, ey. Ja, komm. Nützt dir alles nichts. Ja, bitte aktiviere Psy-Station. Dass er eine Psy-Station aushebelt. Ich hoffe, aber noch mal irgendwo eine Zauberkarte Psychokinese, wenn er mir ganz geil jetzt. Die Feuerdame auch noch dazu. Natürlich! Aua. Alter. Ich könnte kotzen. Warum haben die immer so super Decks? Ja, Psy-Befehlshaber Stufe 3. Wäre ja eigentlich geil. Das Problem ist einfach nur, dass ich kein Stufe 9 Synchromonster im Deck habe. Oder habe es doch mittlerweile. Oh, ich habe mehr. Psy-Albtraum. Magischer Android. Da war eine geile Karte. Hyperpsychischer Sprenger. Okay. Ja gut, ich meine, ich kann ihn rufen. Das wird gehen. Das Problem ist nur, es nützt mir nichts wegen den Lichtschwertern. Ich kann gar nicht angreifen.
Außerdem, wie soll ich ihn rufen? Ich müsste erstmal Psy Befehlshabers Feld bringen. Das geht zwar, wird aber direkt wieder von ihr außer Gefecht gesetzt und ich bin dann wieder am Arsch. Nee. So Leute, bringt nix. Bringt nix, bringt nix. Aber ja, ich hätte früher ins Exodeck gucken müssen. Weil das hat immer die gleichen scheiß Psi-Monster. In dem Fall nur eins. Aber dass sie so früh im Duell schon zweimal die Lichtschwerter gezogen hat, ist einfach nur... übel. So, klar, nochmal. Wir sind sie gewohnt, wa? Jedes Duell mindestens 2-3 Mal machen, ey. Ich kotze im Strahl. Das sieht schon mal besser aus bei mir. Nein, jetzt kommt die schon wieder. Ganz ehrlich, Freunde. Ne, nicht die Karte. Ich muss aber sagen, nee, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Ach, Scheiße, kann sie... Oh nein, kann sich mal jetzt schon spielen, geht nicht mal. Ja doch, komm, scheiß drauf. Ja, wenn ich gerade Synchro beschwören möchte. Machen wir Stufe 7 Monster draus, oder? Auf ein Level 4 und auf ein Stufe 6 Monster. Oder eins von Stufe 4? Nee, oder? Ja, Psy-Ungeheuer rufen, nee, Normalbeschwörung geht nicht. Okay, so geht's auch nicht. Nee, Stufe 4 geht gar nicht, das sagte der schon, Effekt der Zauberkarte, sorry. Sorry. Ja, Stufe 6 geht trotzdem, okay. Gräbern! Habe ich halt 2 nachher auf dem, ist ja egal. So, Psychokinese. Weg mit ihrer verdammten Zukunftsvision. Das zerstört mir einfach immer das ganze Deck, das ist so kacke. So, danke, aber bringt nichts. So, Psi-Albtraum. So, gucken wir doch einfach mal, wa? Monster oder Zauber? Ich nehme mal Monster. Aha! Psi-Albtraum, greif an. So, jetzt wird schon ein bisschen besser. Die und ihre verkackten Lichtschwerter. Was war eigentlich manchmal Android schon? Ah, der war Stufe 5, okay. Und der war Stufe 9, alles klar. Teleport, so. Ich rufe trotzdem mal Gräbons. Die Stufen 1 erhöhen, ja, das wäre es vielleicht noch gewesen, wa? Da hat mir nämlich gerade, ja komm, Gräbons Power zu erhöhen, bringt mir jetzt nicht so viel. Aber so wäre natürlich schon sinnvoll gewesen.
Sie Befehlshaber! Mach mal. So, eben theoretisch könnte ich jetzt ein Stufe 8 Monster rufen, also den hier. So, eigentlich schon mit dem hier, was hat der irgendwie? Ich glaube, keine besonderen. Oder sagen wir, keine Fähigkeiten, die wir jetzt gerade nützen würden, oder? Ja, gut. Viel bringen tut es mir nicht, aber ich weiß zumindest schon mal. Ja, 500 war und er würde nur 500 Punkte verlieren, ne? Kann das sein? Ja, okay. Telepathische Kraft. Danke. Ist jetzt bei Jens eine Fallen kann oder eine Zauberkarte? Muss fast noch ein Monster sein. Ja, genau, natürlich die Dinge. Das Vieh schon wieder. Aber nein, ich rufe den guten Kumpel noch nicht. Ein schlechter Sprech, muss ich zugeben. Teleport, ja. Natürlich Sturmrufer könnte ich so natürlich rufen. Ja, kannst du bitte mal dich beruhigen, Kumpel? Alter. Wenn ich Sturmrufer als Normalbeschwörung rufe, kriegt er einen Boost. Was habe ich denn so? Empfänge noch zur Verfügung. Magischer Android wäre jetzt auch nicht schlecht. Wir können Stufe 3 Monster rufen. Synchronisieren. Das Problem ist nur, das Vieh wird ja auch stärker. Da bringt mir das Ganze gar nichts mehr. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Nanofer-Teleport ist natürlich nicht gut, weil dann kann ich Teleport nicht mehr einsetzen. Beide kombinieren, das wäre natürlich eine Idee. Ja gut, das bringt. Also ich gerade noch einmal geboostet, ernsthaft jetzt. Oh, ihre Viecher gehen mir so auf den Sack. Das Problem ist, dann kann ich irgendwie Stufe 6 Monster rufen, zum Beispiel Psi Albtraum. Müssen eine Karte für ihre Hand erraten, geht nicht, weil sie hat keine Karte mehr auf der Hand. Was anderes rufen bringt auch nichts. Was soll ich jetzt da rufen? Beziehung geht auch nicht. Den könnte ich nutzen. Das ist das Einzige, was mir irgendwie einfällt.
Ah. Sorry, ich dachte... Mann, ich habe nur Psi gelesen und dachte, okay, es wäre der Springer, nicht der da. Doof. Sorry. Ja gut, kannst auch machen. Wenn ich bitte wieder ein bisschen Glück habe, ich meine, ich habe noch keinen einzigen Lebenspunkt verloren. Was ist los mit diesem Spiel? Ernsthaft? Hey, Seiya's Deck ist die komplett total Katastrophe. Ich habe noch nie so ein schlechtes Deck gesehen, ganz ehrlich. Er passt ja auch zu ihm. Ein Versager-Deck für einen Versager. Psi-Überladung. Das sieht schon mal nicht, sieht schon mal ein bisschen besser aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, Psi-Schnecke, bitte mal. Hübsche Karte, muss man zugeben. Wow, das lohnt sich ja. Ja, der gute Kumpel ist auch ein Empfänger. Natürlich. Lichtschwerter bei ihr. Wie können es anders sein? Ja, Stufe 6. Das wäre ja dann ein Psi-Albtraum, aber nee, kaum. Ah, komm, warum nicht? Psi-Albtraum! Sieht auch so aus. Als Synchro-Beschwörung. Also, ja gut, machen wir Psi-Überladung.
Da können wir noch 7 Befehlshaber rufen. Erstmal bei ihm hier eine Special Ability aktivieren. Ich sag Monster. Danke. Ja, Mist, hat der ausgereicht. Schön die Karte. Ja, wie gesagt, hat der wohl gelohnt. Oh, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Der Schocker. Was? Ach so. Ganz kurz irritiert. So. Seeungeheuer. Das ist Stufe 3, die ich gerade habe. Oh, Sturmrufer. Doch, stimmt, können wir auch aktivieren. Weil ich weiß jedes nochmal das andere Schicksalsheldenviech, nicht Schicksalshelden, sondern Schicksalsdame-Viech hat. Dann eine Synchrobeschwörung, hyperpsychischer Sprenger. So. Kali Carmine. Wir sind uns lang genug auf den Sack gegangen. Yeah. Und jetzt Notfall-Teleport. Jetzt werden wir das Duell nehmen noch. Kann noch mal 7 Fails, aber. Könnte ihn sogar nochmal für eine Synchrobeschwörung nutzen. Andererseits, nee, geht gar nicht, weil ich habe gar keine Stufe 9 Viecher mehr im Deck. Egal. Ist vorbei. Du wirst damit nicht durchkommen. Die Sektorensicherheit wird nach mir suchen. Die Sektorensicherheit kann mir nichts anhaben. Nicht solange ich weiß, was er mit Goodwin auf sich hat. Was wäre das? Direkte Goodwin ist aus Satellite. Und das, meine Liebe, ist nur das geringste Geheimnisse. Gute Nacht, kleine Maus. Ja, er hat sie aus dem Fenster gestoßen. Wird hier zwar nicht klar, aber es ist so. Das Mal des Affen. Oha. Ja, Freunde, jetzt geht's los. Jetzt folgen die Kämpfe gegen die finsteren Auserwählten. Was wir bisher erlebt haben, war alles nur Pillepulle Eierkuchen quasi. Jetzt, beziehungsweise ab der nächsten Folge, geht's dann richtig ab. Ich sage in der Hinsicht vielen Dank fürs Zusehen und hoffe, bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist, Link Evolution und ciao zusammen.